Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, du sollt mal Eine rein. Feuerleiter. Schön, dass man das jetzt auch mal gesagt hast, wo ich schon drin bin und es rausgefunden habe. Dann sagt er, eine Feuerleiter. Das ist natürlich clever. Okay, jetzt können wir hier wahrscheinlich entriegeln. Hier runter. Leider nicht. Hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Okay, dann machen wir wieder zu. Und gucken, was wir noch abstauben können. Also die Nächter sind zumindest mal fort. Und an Material gibt es hier nicht mehr. Es hat allerdings Festung und Arena-Charakter hier, das Ganze. Draußen zeigt es mal strahlender Sonnenschein und Himmel an, aber tja. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ah, das ist so Bürgerkriegs-OP-Besteck, ne? Das ist das, was wir brauchen. Ein Listenmesser. Na also. Okay. Ich sollte es Eddie bringen. Gut. So viel dazu. Okay, der Mond scheint hier anscheinend sehr hell. Wir sind wohl in einem Teil von Amerika gelandet, wo Mondlicht so stark ist wie Sonnenlicht und wo die reale Chance eines Mondbrandes dazu gehört, wenn ich mir die Gewaltigkeit von dem Mond so angucke. Okay, was ist denn hier noch? Der gute Kadaverlappen. Wieder nichts über so einen guten Kadaverlappen. Und warum will ich immer da auf der rechten Steuerkreuz gucken, noch der Taschenlampe? Ich weiß es nicht. Gut, haben wir hier möglicherweise noch Benzin oder ähnliches? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Na gut. Aber hier wird ja eigentlich der Tanker als Symbol auch schon dargestellt. Insofern, naja, die akzeptieren zwar keine Schecks, aber ich glaube, die brauchen wir auch nicht mehr. In dem Sinne, Abmarsch, Arsch, Arsch. Eddie, ich habe das Messer, das du wolltest. So. Danke, Nick. Du ahnst ja nicht, wie dringend wir das brauchen. Kein Problem. Schön, dass ich helfen konnte. Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal ein Bärler auf den Weg. Weil auf eine Bärle kann ich verzichten. Ein Bärle schluckt verflixt viel Munition. Und das Ende Bärefleisch ist es dann doch nicht wert, wenn ich nicht auf, sagen wir mal, Metzger oder wie diese Fähigkeit heißt, Skiller. Ah, ich habe sogar einen Fertigkeitspunkt. Haha. Da können wir ja eigentlich mal gucken. Ah, da war doch irgendwas. Der Schlachter, genau das ist es hier. Da kann ich noch mehr rausholen. Reduziert die Abklingzeit für Ausdauerwiederherstellung, ist auch nicht schlecht. Ohr am Boden. Okay, Gegner. Hebt Gegner hervor. Das ist halt schon scheiße nützlich. Trag dein Päckchen, bla 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 bla. Okay, okay. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Und gucken nochmal hier bei der Fähigkeit, die Fähigkeit beim Sprinten Fernkampfwaffen nachzuladen, ist halt auch scheiße nützlich. Reduziert den Rückstoß von Fernkampfwaffen erheblich. Das heißt, das ist dann nämlich dieses Bap, sondern eher Bap. Verzieht sich dann nämlich so stark. Ja, das wäre jetzt wieder dieses Armbrustbolzen-Gedöns, Rückstoß, Fähigkeit beim Sprinten nachzuladen. Was sind dann nur die nächste? Okay, Konzentration mehr, wenn du Fernkampfwaffe nachlädst. Ja, das ist natürlich auch geil. Nachladezeit von Fernkampfwaffe reduziert, erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Kopfschuss-Skills gewinnst du Gesundheit zurück, das ist natürlich auch geil. Erhöht die Projektildurchschlagkraft von Fernkampfwaffen, erhöht die Munitionskapazität aller Fernkampf... Ja, das brauche ich. Okay, wir gucken jetzt nochmal kurz bei der Nahkampf-Skills nochmal rein. Da haben wir leider nur die Stufe 1 Dinger. Erledige kleinere Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf befreien konntest. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Ausdauercocktails. Ja, so lang bin ich aber nicht im Nahkampf. Deswegen steht jetzt tatsächlich mal Sache, ohne Scheiß, ihr liebe Leid. Ich nehme der Schlachter. Erhöht die Menge an Fleisch, die du von Tieren gewinnst. Erstens mal, aus moralischen Gründen finde ich das wichtig, weil wenn ich ein Tier töte, möchte ich nicht nur ein Nackensteak oder was du rausschneide, ich möchte so viel wie möglich nutzen. Und zum Zweiten, so ein Kampf gegen so einen Bär. Ihr habt ja gesehen, das frisst Munition wie die Sau. Ich möchte dann, wenn schon, noch eine geile Belohnung haben.
Und wenn das nur in Form von 2 Flankesteaks von einem Bär ist. Deswegen habe ich mich jetzt zuvor entschieden, der Schlachter zu skillen. Es muss nicht auch immer ein logischer Sinn machen, warum ich das jetzt aus spieltechnischer Overpower-Skills so mache. Manchmal finde ich es auch einfach fürs Ambiente schön, sowas zu skillen. So, machen wir mal auf, Jungs. Beziehungsweise Mädels. Keine Ahnung, wer gerade am Tor ist. Guterler, dann ab zu Abby. Und schauen wir gerade mal, ob die anderen Leute hier noch unterwegs sind, wo wir verkaufen können. Das sieht so aus, als ob ich es könnte. Okay, dann verkaufen wir noch die Das ist Schwärmerohre. alles, was ich für heute habe. Huch, der ist jetzt urplötzlich gespawnt. Dann gehen wir noch zum Metzger rüber. Und verticken nochmal dort was. Okay, der Metzger ist ewig weit weg, sehe ich. Küche, so. Okay, das geht anscheinend nur tagsüber. Jo, gut zu wissen. Die Beute konnte man noch abliefern. Ich sollte auch noch auf jeden Fall hier zum Händler gehen, zum Waffenhändler. Zur Waffenhändlerin in dem Fall. Ich würde ganz gerne mal meine Vorräte auffüllen. Und zwar Sturmgewehr-Muni von 19 Cent. Und die Satteltasche für 400. Genau, der Handfeuerwaffen, Schalldämpfer möchte ich. Ach. Werfbarer Sprengstoff, Blendgranate und Splittergranate. Ja, geiler Scheiß. Okay, für alles brauche ich zumindest mal Vertrauensstufe 1. Das heißt, möglicherweise erreichen wir die, wenn wir jetzt Abby das Messer geben. Schauen wir mal. Ich möchte auf jeden Fall auch einen Job nochmal weiter hier kriegen und in dem Gebiet meinen Ruf ausbauen. Damit wir hier auch stauben können, ne? Hey, Oh, hier ist das Messer, das du haben wolltest. vielen Dank, wirklich. Ja, kein Problem. Okay. Shermans Camp wimmelt von ihnen, ist das 96% durch. Gibt nochmal 250 Cent und 300 Vertrauer. Verdienter Lebensunterhalt. Ziel, wenn ich für das Camp arbeite, darf Boozer bleiben. Ja klar, das ist natürlich wichtig. Weil, wie der Iron Mike ja schon gesagt hat, jeder muss abhacken. Und Boozer ist halt wie der Raymond oder wie der Käser Snizzles oder was, dieser Rapper-Typ. Wie der halt schon gesagt hat, krass formuliert, ja. Boozer ist derzeit halt ein Krüppel. Deswegen kann der nicht schaffen und wir springen halt für Boozer in die Bresche. Er ist doch halt mein Bruder. Ich brauche deine Hilfe. Oh, jetzt schneit's hier auch noch. Da drüber läuft irgendeine Fragezeichen-Aktion ab. Sind das die hier? Der spielt jetzt Gitarre oder was? Okay, cool. Was ich allerdings jetzt auch noch machen möchte, ist wie gesagt die Mission für Cope. Und bei der Gelegenheit möglicherweise, falls die Werkstatt aufhat. Jawohl, servus. Ich möchte noch tanken. Ja, ich brauche viel Sprit allerdings. Und verbessern geht leider nicht. Aller Hopf, dann sind wir hier erst einmal durch. Machen uns hier auf die Socke hier. Machen hier mal die Schnellreise. Und dann schauen wir mal, dass wir möglicherweise noch weitere Jobs in der Gegend von Iron Mike oder von seiner Jungs und Mädels da noch kriegen. Von Abby oder von dem Raymond oder von Rebecca. Schauen wir einfach mal. Möglicherweise melden die sich auch über Funk, wenn ich erst wieder hier bei Copelands Camp bin. Und für Tucker steht auch noch eine Mission an. Dann schauen wir mal. Ich fände es halt cool, wenn ich die Campleiter dann dadurch auch ein bisschen besser kennenlernen würde. Gerade bei Iron Mike bin ich mir noch ziemlich unsicher. Wobei ich den jetzt eigentlich schon als relativ cool erachte. Der ist sauber, rational, logisch. Aber was der für Sache gemacht hat, wissen wir derzeit noch nicht als Spieler. Gut, ich möchte bei der Gelegenheit... die Küche hier hat auf.
Dann verkaufen wir nämlich auch gerade unser ganzes Zeug hier. Das war's erstmal. Und in Copelands Camp können wir das Vertrauen definitiv auch nochmal gebrauchen. Beute haben wir bei Iron Mike vertickt. Hey Damon, wie läuft der Waffen? Aber zum Money würde ich ganz gerne mal. Einfach um zu gucken, ob der... Nee, der hat tatsächlich nicht die Dinger, die mir Iron Mike bieten kann. Also die nächsten Ausbaudinger finden anscheinend wirklich hier bei Iron Mike statt. Und hier habe ich zu wenig Geld. Wird sich, denke ich, ändern, wenn ich jetzt diesen Job für Copeland in Angriff nehme. Da haben wir jo, Job verfügbar. Also Copeland, erzähl mal. St. John, ich habe einen Job für dich. Cope. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderercamp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Okay. Weißt du, welche ich meine? Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. Alles klar, dann geht's jetzt von Freaker wieder direkt zu Bandita. Das machen wir doch glatt. Das ist auch hier direkt in der Nähe. Das heißt, wir können eigentlich mit dem Bike direkt loslegen. Ja, wir haben halt nur 55% im Tank, aber wir finden auf dem Weg sicher noch Benzin. Ich weiß, was du für uns getan hast. Du hast einige Leben gerettet. Ja, das ist auch sehr nett, dass das dann immer berücksichtigt wird, dass man hier fürs Camp was gemacht hat und man das immer so im Hintergrund als Gefasel noch hört. Okay, Leute. So. Da sind noch jede Menge Bandite, die erlegt haben. Deren Inventar plündern wir natürlich auch nochmal. Das allermeiste, wo hier Lappe ist. Schrott hat der noch was noch voll haben. Medikit, ja geil. Ein Lappenmol wieder, aber anscheinend können wir hier gut auffüllen mit Lappe gerade. Und noch Desinfektionsmittel. Ich darf nicht... Es darf sich bei mir nicht festsetzen, finde ich, dass ich das Sterilisierungsmittel nenne. Oh, eine Rohrbombe. Ja, geil. Gib her. Der hat jetzt Lappen, aber da ist voll. Und ein Attraktor. Ja, Banditen haben immer geiles Zeug dabei. Das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen plündere ich die Leute auch ziemlich gern. Und dann schauen wir mal, dass wir uns um die Hansel noch kümmern. Und dass wir die noch schnell erledigen. Hoppala. Das war mal wieder, wie es nicht gehen sollte. Mhm. Wo ist mein Bike gelandet? Da ist es. Klasse. Okay, wir müssen es reparieren. Aber es steht derzeit im Wasser. Erstmal raus aus dem Wasser. Dann würde ich es ganz gern reparieren, wenn möglich. Ne? Es hat nämlich nur noch 1%. Das kostet uns gleich massive Schrott. Der Wolf streunt hier auch schon um uns. 3 Wölfe. Ups, jetzt habe ich den Wolf überfahren. Finde ich nicht so toll, um ehrlich zu sein. Aber okay. Ey, ich hab's hackt. Erstmal Hochheiler. Und dann... Wow! Alter, verschrocke wie die Saugrad. So, jetzt machen wir das mit konzentrierter Schuss. So, dann ist das nämlich auch wesentlich fixer erledigt. Und da ist noch ein Wolf. Das war wahrscheinlich den ich umgefahren habe. So, dann können wir nämlich auch gleich mal unsere Schlachterfähigkeit ausprobieren. Und kriegen jetzt 4 Wolfsfleisch. Wow, also der Skill hat sich gelohnt. Ich habe gedacht, das macht dann nur 2 Wolfsfleisch oder was draus. 3. Ah, das ist dann anscheinend jetzt ausgewürfelt. Vielleicht mit dem 1W4. Vielleicht dann mit dem 1W6. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. 3 und 4 und nochmal 4. Also 4 scheint derzeit das höchste zu sein, der Gefühle. Ich muss gucken, wie weit es noch ist. Ja, es ist dann noch ein Stückchen. Aber ja, Fuck-a-doodle-doo, der Skill hat sich tatsächlich gelohnt. So, warte mal. Also ich möchte hier eigentlich schon ganz gern noch drüber. Jo, aber langsam. So. Okay. Gut, dann geht's weiter. Jetzt haben wir wenigstens wieder Platz in unserem Schrottinventar. Und wenn das ein Plünderercamp ist, haben die 100 Protz auch irgendwo Benzin. Was kann man gucken? Nee, da ist kein Schnellreiser. Entweder haben die einen Bunker oder nicht. Das werden wir dann sehen.
Gut, Freaker auf der Straße mal wieder. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches bei Nacht. Wir machen das mal uns jetzt hier irgendwo... Genau, dass wir hier jetzt nochmal das Camp ausfindig machen. Wir parken unser Bike. Und gucken nochmal fix hier drin, dass wir nochmal unser Muni aufgepeppt kriegen. Haben wir schon? Jo, 11 Sturmgewehr-Muni. Moment, bei der Gelegenheit würde ich dann doch ganz gerne mal schnell speichern. Und jo. Alles klar. Wir machen uns hier auf den Weg. Letzte bekannte Standortüberprüfer. Hier können wir mal wieder was knacken. Mal schauen, was es hier gibt. Es gibt eine Schachtel mit Nägel. Hier ist bestimmt noch ein Medikit drin. Das haben wir jetzt für die Wölfe ja eigentlich noch verbraucht, ne? Okay. Und drin ist... ein Medikit. Ja, hier müssen wir irgendwie noch eine letzte bekannte Position gucken. Hier vibriert auch mein Controller. Was ist hier los? Na, also. Okay, das geht dann hier. Und wir bleiben in Deckung bei der ganzen Chose hier. Da ist noch irgendwas zum Pflücker. Und zwar schwarze Johannisbeer. Die Fußstapfen führen hier. Und ich befürchte, hier irgendwo in der Wildnis wird jetzt auch gleich das Camp sein. So. Ja. Er kam nicht zurück. So, da la. Kundschaftet die Umgebung aus. Da ist irgendwas. Cope, ich fahre jetzt zu diesem Drifter-Camp am Highway. Weißt du noch irgendwas darüber? Nicht viel. Sie folgten einem Versorgungstrupp. Ein bisschen zu dicht. Einer von uns sollte sie ausspionieren. Er kam nicht zurück. Hast du jemanden, der nach ihm sucht? Ja. Einen Mann namens Deacon St. John. Cope Ende. Okay, hier vibriert mein Controller auch wieder. Jetzt habe ich dich. Okay, die Fußspuren führen in die Richtung. Und ich habe das Gefühl, dahin ist jetzt spontane Bandite-Camp gespawnt. Okay. Hier führt es uns hier. In dieses Gebiet, wo wir hier wieder Was ist das? gucken müssen. Moment, hier vibriert wieder was. Dort drüber. Na gut. Wo? Und ich höre Lautsprecher. Weiter geht's. Ja, das könnte der Oberland sein. Moment, hier war noch was. Ein Pilz. Steinpilz. Ja, super. Steinpilze sind köstlich. Dringe ein und befreie die Geisel. Ich hoffe, die erschießen die Geiseln nicht, wenn ich jetzt offiziell das Feuer öffne. Weil meine Methode ist doch immer gleich Abteilung Attacke, wenn möglich. Ja, das sehe ich jetzt schon Gegner. Menschen sind dann doch immer die hässlichste Gegner, wenn ich das schon wieder höre. Der wird anscheinend gefoltert. Nicht dämlich. Warum willst du dich opfern, hä? Okay. Was hat Copeland je für dich getan? Der wird wohl verhört und gefoltert dabei. Okay. Ich hoffe, das relativ fix lösen zu können mit dem Kopfschuss. Genau. Das ging lautlos vonstatten. Da sind Menschen. Wow, okay. Leck mich. Das hat gut angefangen, fand ich. Hat beschissen aufgehört allerdings. So. Keine Ahnung, ob es das schon war. Oh, Splittergranate. Und Rohrbombeninventar voll. Ja, kacke. Okay, trotzdem... Ah, ich muss die Gegner, die noch durch sind, erledigen. War da was? Was seid ihr dann? Kinder der Nacht. So, was sind sie dann? Legen überall diese scheiß Bärenfalle aus. Diese hassenswerte Mistkerle. Okay,
Es fehlen noch Gegner. Aber ich finde, es fing eigentlich verflixt gut an, indem ich den Ender erledigt habe mit dem Kopfschuss. Nur hat es der andere dummerweise mitkriegt. Okay. Ich mag mich hier nochmal umgucken. Ob hier möglicherweise noch was rumsteht. Keine Ahnung, wo die anderen Banditen sind. Aber ich kann genauso gut rumrennen, um die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Hier wird mir leider nichts anderes mehr angezeigt. Da ist wieder irgendwas, was ich wahrscheinlich pflücken kann, ne? Ja, nur wieder irgendeine Johannisbeere oder sowas. Genau, schwarze Johannisbeere. Aber ist alles Geld wert. Nehmen wir alles mit. Tja, ich habe jetzt leider keine Ahnung. Wir könnten halt mal ganz stylisch sein. Und könnten einfach mal eine Rohrbombe schmeißen. Dass die auf uns aufmerksam werden, weil der hat noch einiges. Ah, da sehe ich da was. Das war Saudummie-Aktion jetzt. Runter! Du bist tot, ja. Aufhören! Aufhören! Jetzt sei still, ich bin dich los. Was? Was? Du bist nicht... Copeland schickt mich. Komm schon, steh auf. Oh mein Gott. Danke. Komm schon. Sie haben uns verfolgt. Bei der Beutejagd. Ich wusste nicht weiter. Hey, sei still. Kannst du laufen? Was? Ja. Na dann los, lauf. Danke. Ich sag Copeland, was du getan hast. Gut. Das war jetzt zwar eine Saudummie-Aktion, weil ich habe ja gewusst, wo dieser Bandit ist und habe einfach mal auf gut Glück eine Rohrbombe geschmissen, weil da war ja noch Andy bei dem Kadaver mit dabei, bevor wir die verschwenden, und das wäre halt so laut gewesen, dass die Person da auch hingerannt wäre, aber genau in dem Moment, wo ich mich halt in Deckung begeben will, um den aufzulauern, sehe ich halt diese scheiß Taschenlampe. Gut, das habe ich jetzt, er kam nicht zurück, habe ich erledigt, gib mir da genug Vertrauen. Schutz für die Schwachen. Ziel die Schwachen und Hilflosen ausbeuten, nicht mit mir. Sehr gut die Einstellung, Deke. Sehr ritterlich, das Verhalten. Okay, der hat noch Schießpulver dabei. Es gibt auch noch ein Level-Up mit einem neuen Fertigkeitspunkt. Finde ich persönlich auch wieder klasse. Das können wir heute in der Episode noch machen. Und zwar... Rückstoß... Armbrustbolze, was sind die kleinere? Und Konzentration können Fernkampfwaffen schwächere Gegner eher aufhalten. Ist auch nicht zu verachten. Da ist dieses Kanonenfutter schnell weg. Ich glaube, das nehme ich jetzt mal. Jo, Konzentration, wie man es aktiviere. Okay. Gut. Sehr schön. Weil dann ist dieses Kanonenfutter meiner Meinung nach halt auch sehr schnell Geschichte und kann eliminiert werden. Das ist gut, weil je weniger Kanonenfutter, desto besser und desto schneller bin ich auch mit der Geschichte dann durch und kann Gegnermasse möglicherweise auch schneller und effizienter dadurch eliminieren. Da hat man jetzt auch gemerkt, ich bin zwar am Sprinte gewesen, aber sobald ich hochlade, geht er wieder in diesen Jogging-Modus hier über. Also hier kann ich ja nicht hochladen. Das wäre durchaus auch nicht schlecht, wenn ich dann später wieder die Taktik habe, Horde kommt, schnell wegrennen, hochlade und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir können es jetzt auch noch so drehen, dass wir noch zu Copelands Camp zurückgurken. Scharfschütze, verdammt. Scharfschütze? Wow! Wo kam denn der her? Leck mich am Arsch. Warte mal, ich suche erstmal hier Deckung. Ach, da sitzt irgend so ein Arschgeigerich Mitte in der Pampa rum. Und die attackieren mich aus dem Hinterhalt. Alter, wie assi. Gott, jetzt geht's aber auf den Sack. Gut. Alter, ja, Scharfschütze holt mich runter vom Vieh, sag ich. Beziehungsweise vom Gaul. Der holt mich runter hier vom Bike. Und die andere Arschgeige, die attackieren mich dann. Alter Falter, ist das hässlich. Okay, da oben ist der Scharfschütze. Ich krieg mal noch früh genug runter, du Sausack. Okay. Kriegen wir anscheinend nicht gebacke. Warte mal. Ich schieß in die Gegend Reihe. Mit der Hoffnung, hier was zu treffen.
macht dann... Alter! Macht dann, dass ich da eigentlich wegkomme, verfickt nochmal. Ich will hier einfach nur weg. Oh Mann! Ist das eine ätzende Scheiße oder was? Oh, Alter! Ist das eine ätzende Scheiße oder ist das eine ätzende Scheiße? Ich antworte für euch, es ist ätzende Scheiße. Wo ist dieser verkackte Drecksschütze? Ich schieße ihn runter von seinem Scheißbaum. Wie fühlt sich das an, verdammter Scharfschütze? Arschloch. Mann. Kann's doch nicht sein. Okay, dann geht uns jetzt auch der Rückweg flöte durch diese Scharfschützen-Arschloch-Aktion. Ich repariere noch mein Bike und stell's auf. Und wir sagen ihr, liebe Leid. Also es gibt echt Arschlöcher in der Postapokalypse. So macht Postapokalypse keinen Spaß. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Den Schrott, den ich jetzt eingesammelt habe, kann ich genauso gut wieder hier für die Reparatur verwenden. Naja, wir sehen uns dann übermorgen wieder. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Ayan. Yankee.